Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Swiss German Storytime. Entschuldigung, dass ich so lange abwesend war. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Wochen oder sogar 3 Wochen keinen Podcast, keinen YouTube-Beitrag mehr machen, weil ich einfach so beschäftigt war mit verschiedensten Sachen und irgendwie nicht die Kapazität hatte, um ein gescheites Video zu machen oder einen gescheiten Podcast. Jetzt aber habe ich wieder was für euch. Und zwar habe ich was Interessantes gefunden auf der Landesmuseum Blog-Webseite, wo immer sehr, sehr gute Beiträge hat. Und damals gehen wir der Frage nach, wieso eigentlich der Kanton Tessin zu der Schweiz gehört. Und nicht zum Beispiel zu Italien, weil sie ja auch italienisch sprechend ist. Der Beitrag ist wieder eher geschichtlich orientiert, historisch. Also wenn euch Geschichte interessiert, interessiert euch vielleicht das Thema auch. Es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, es hat viele alte Begriffe drin, ältere Wörter, die man früher gebraucht hat. Darum, falls ihr noch nicht habt, schaut doch auf meinem Patreon nach. Dort findet ihr auch Transkript auf Schweizerdeutsch und Hochdeutsch zum Nachlesen, was sehr, sehr hilfreich ist. Wenn man es nur hört, ist es Komponente, aber wenn man es auch hören plus noch dazu lesen, die visuelle Komponente, das hilft sehr, sehr. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wieso gehört das Tessin zu der Schweiz? Am Morgen vom 15. Februar 1798 hat eine Gruppe von bewaffneten Männern das Rathaus von Lugano gestürmt. In einem Putsch setzen sie die eidgenössischen Herrscher von Lugano ab, nehmen den Landvogt Jost Remigi Traxler aus Nidwalden als Geisel und fordern die Eingliederung von Lugano in die Cisalpinische Republik. Was passiert da? Wer ist der Landvogt? Und wieso soll er der Cisalpinischen Republik weichen? 1798 besteht das heutige Tessin ausschließlich aus eidgenössischen Untertanengebieten. Bis 1521 haben die Eidgenossen das Gebiet vom Gotthardpass bis auf Chiasso vom Herzogtum Mailand erobert. Doch ein Kanton Tessin hat es damit noch lange nicht gegeben. Der Kanton Uri hat allein über die Leventina geherrscht und hat zusammen mit Schwyz und Nidwalden die Vogteien Blenio, Riviera und Bellinzona errichtet. Die weiteren Vogteien Locarno, Valle Maccia, Lugano und Mendrisio haben die 12 eidgenössischen Orte gemeinsam beherrscht. In den Vogteien regiert jeweils ein eidgenössischer Landvogt. Der fremde eidgenössische Herrscher müssen die Untertanen Kriegsdienst und Abgaben wie den Zehnt leisten. Erst als Napoleon Bonaparte im Sommer 1797 nach seinem erfolgreichen Italienfeldzug zu Norditalien die Cisalpinische Republik errichtet hat, gerät das eidgenössische Herrschaftssystem ins Wanken. Nach dem französischen Vorbild ist die Cisalpinische Republik auf dem revolutionären Ideal von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aufgebaut gewesen. Der Napoleon befreit darum die Untertanen in seiner Republik und fängt damit an, Freiheit und Gleichheit auf die Untertanengebiete in der Umgebung auszuweiten. So integriert er auch da bis dorthin bündnerisch Untertanengebiet Veltlin in die Cisalpinische Republik. Inspiriert von diesen Vorgängen fängt sich auch im Tessin an, den Widerstand gegen die fremden Vögte zu regen. Am 15. Februar 1798 nutzen das Lugano die Anhänger der Cisalpinischen Republik die Gunst der Stunde und setzen der eidgenössischen Fremdherrschaft ein Ende. Der Weg in die neue Republik scheint frei. Doch dazu kommt es nicht. Eins aus der Bevölkerung von Lugano bildet das freiwillige Korps verjagt Putschisten am gleichen Tag aus der Stadt. Die Freiwilligen wollen die Eingliederung in die revolutionäre Republik von Napoleon verhindern. Doch es steht für sie ausser Frage, die gerade wegputschte eidgenössische Fremdherrschaft wiederherzustellen. Der Landvogt Traxler wird zwar befreit, doch er muss die Stadt verlassen und die Regierung der Luganesi selber überlassen. Noch am gleichen Abend errichtet die auf der Piazza Grande einen Freiheitsbaum nach dem Vorbild der Französischen Revolution. Doch statt einer Jakobinermütze krönen sie den Baum mit einem Tellerhut und in der Stadt verbreitet sich die Parole
Libere e Svizzeri. Wir wollen freie Schweizer sein. Innerhalb kurzer Zeit folgen die restlichen Vogteien am Vorbild von Lugano. Die Untertanen befreien sich, demonstrieren aber gleichzeitig ihre Zugehörigkeit zu der Eidgenossenschaft. Da stellt sich die Frage, warum wenden sich die ehemaligen Untertanen nicht von ihrer früheren Herrscher ab? Was macht die alte Eidgenossenschaft gegenüber der revolutionären Cisalpinischen Republik so attraktiv? In dem Moment vom Umbruch ist für die ehemaligen Untertanen die Bewahrung von ihrer lokalen Autonomie entscheidend. Während der eidgenössischen Fremdherrschaft hat sich jede Kommune weitgehend selber verwalten. Die sogenannte Vicinanza, Nachbarschaft, hat über Gemeingüter wie Wälder und Almenden verfügt. Die haben die Vicini gemeinsam und autonom bewirtschaftet. Aus der notwendigen Organisation zur Nutzung der kollektiven Güter und aufgrund der fehlenden Einmischung der eidgenössischen Herrscher sind auf der lokalen Ebene autonome politische, rechtliche und ökonomische Systeme entstanden. 1798 wollen die Vicinanze ihre bisherigen Strukturen und gewonnene Autonomie konservieren. Ihre Form der lokalen Selbstverwaltung entspricht derjenigen der Korporationen und Genossenschaften in den eidgenössischen Orten. In der Cisalpinischen Republik hingegen sind einzelne Kommunen zu reinen Verwaltungseinheiten ohne politische Autonomie abgestuft worden. Den ehemaligen Untertanen bieten die eidgenössischen Strukturen darum handfeste Vorteile. Sie bleiben zwecks materiellen, politischen und kulturellen Besitzstandswahrung bei der Eidgenossenschaft. Im Kanton Tessin gibt es 1798 aber immer noch nicht. Jede Vogtei hat sich nämlich einzeln für unabhängig erklärt. Zwischen den neuen Kleinstaaten bestehen wenig Gemeinsamkeit. Sie unterscheiden sich in Politik, Kultur und Wirtschaft. Die regionalen Gegensätze bestehen auch in der Helvetischen Republik weiter. Durch eine französische Militärinvention wird die alte Eidgenossenschaft im Sommer 1798 zu einem zentralistischen Einheitsstaat nach französischem Vorbild. Die französischen Generäle wollen die ehemaligen südalpinen Untertanengebiete in einem Kanton zusammenfassen. Doch sie scheitern. Wegen der grossen lokalen Gegensätze und dem hohen Selbstverständnis von Autonomie müssen kurzerhand zwei Kantone gegründet werden: Lugano und Bellinzona. Doch die Helvetische Republik verschwindet fast so schnell wieder, wie sie entstanden ist. Bereits 1803 löst sie der Napoleon mit der Mediationsakte auf und lässt die Eidgenossenschaft, jetzt als föderale Staatenbund konzipiert, wieder auferstehen. Bei dieser Neuordnung entsteht jetzt auch der Kanton Tessin als souveräner Kleinstaat, wo alle 8 ehemaligen Vogteien umfasst. Doch der einheitliche Kanton Tessin droht schon bald wieder zusammenzufallen. 1815 kommt es zu einem Angriff auf die Territorialintegrität vom Tessin, und zwar aus der Schweiz. Nach dem Ende von Napoleon und der Restaurierung von Europa am Wiener Kongress schielen viele Kantone auf ihre alten Untertanengebiete. So will auch Uri die Leventina wieder annektieren. Die Forderungen, die Untertanenverhältnisse von vor 1798 wieder einzurichten, kann die Tessiner Regierung nur mit Mühe abwenden. Der Kanton bleibt bestehen und wird 1848 schließlich Teil vom Schweizerischen Bundesstaat. Das Tessin kommt aber weiterhin nicht zur Ruhe. Ab 1848 wirkt sich die italienische Einigungsbewegung unter der Führung vom Königreich Sardinien-Piemont und Giuseppe Garibaldi stark aufs Tessin aus. Von verschiedenen Seiten wird die Zugehörigkeit vom Tessin zu der Schweiz in Frage gestellt. Während der italienischen Unabhängigkeitskrieg 1848 und 1859 finden mehrere tausend Kämpfer, die die Lombardei von der österreichischen Fremdherrschaft befreien wollen, Zuflucht im Tessin. An diesen Kämpfen beteiligen sich auch viele Tessiner. Wo nach der Schlacht von Solferino 1859 Mailand von der österreichischen Herrschaft befreit ist, kommt in Norditalien der Ruf nach einer nationalen Vereinigung auf. Die soll auch das italienischsprachige Tessin umfassen. Verunsichert von diesen Forderungen und von der teilweise starken Sympathie der Tessiner Bevölkerung für die italienische Einigung
stellt der Bundesrat dem Tessin die Loyalitätsfrage. Er bleibe auch wirklich Schweizer? Die Tessiner Regierung ist empört und weist in einem scharfen Schreiben sämtliche Befürchtungen von Bern über mangelnde Staatstreue vehement zurück. Um die Zugehörigkeit zu der Schweiz zu demonstrieren, erinnert die Tessiner Regierung den Bundesrat an ein historisches Ereignis, den 15. Februar 1798. Das Datum erklärt die Tessiner Regierungsräte zum Schicksalstag von ihrem Kanton. Mit dem Tellerhut auf dem Freiheitsbaum, der Parole «Liberi e Svizzeri» und der Ablehnung von der Cisalpinischen Republik sei der Wille zu der Schweiz zu gehören ein für alle Mal bewiesen worden. Damit ist jedoch eine Geschichte konstruiert worden, die nicht den historischen Tatsachen entspricht. Die tatsächliche Entwicklung vom Tessin vom Untertanengebiet zum Kanton ist alles andere als zielgerichtet und nicht selbstverständlich gewesen. Doch mit der Stilisierung vom 15. Februar 1798 zum Schicksalstag vom Tessin sind die Störmomente in der Geschichte kurzerhand unter den Teppich gekehrt worden.